Ich glaube, ich gehe noch ein paar Erdbeeren pflücken für ein feines Dessert. Also bis später. Und schon ist Meli im Wald verschwunden. Der Wald war voll mit grossen, reifen Erdbeeren. Mit Pflücken ist Meli darum geschwind für sich gekommen. Aber plötzlich hat sie hinter den Erdbeerenblättern im Kraut eine kleine Tür entdeckt. Sie hat ihren Korb abgestellt, hat vorsichtig die Tür aufgemacht und hineingeschaut. Im gleichen Moment hat sie einen Sog gespürt, wo sie hineingezogen hat. Sie herum hat auf einmal alles glänzt und glitzert. Alles war voll schöner Blumen. Libellen mit seidigen Flügeln und prächtige Schmetterlinge sind dem Meli um den Kopf geflogen. Auf einem riesigen, funkelnden Kristall sind 2 zierliche Gestalten mit feinen, durchsichtigen Flügeln gehockt. Die Meli war fasziniert. Also so etwas Wunderbares habe ich noch nie gesehen. Ja, wo bin ich denn da? Und wer sind ihr überhaupt? Die Meli hat erfahren, dass sie im Elfenreich sei. Vor ihr sind der Elfenkönig und die Elfenkönigin thront. Der Elfenkönig hat der staunenden Meli mit einer feinen Stimme erklärt, dass nur alle 5000 Jahre ein Zwerg den Weg ins Elfenreich finde. Entzückt hat Meli umeinander geschaut. Sie hat kaum glauben, was sie da gesehen hat. Die Königin hat vom grossen Kristall einen Spitz abgebrochen und hat ihn dem Meli in die Hand gelegt. Es war ein Glücksstein. Vielen Dank! Oh, ich werde gut auf ihn aufpassen und ihn immer bei mir in der Tasche tragen. Weiter hat Meli gar nicht schwätzen. Ein starker Sog hat sie rausgezogen, bis sie wieder im Wald neben ihrem Erdbeerenkorb gestanden ist. Ganz verwirrt hat Meli den Kopf geschüttelt. Schnell hat sie sich auf den Heimweg gemacht und hat dabei den Glücksstein fest in der Hand gehabt. Wo sie die Hei angekommen ist sie von ihren Freunden aufgeregt empfangen worden. Sie haben Meli nämlich schon überall gesucht. Wir haben uns schon grosse Sorgen gemacht, weil du so lange weg bist. Wir haben schon gemeint, du hättest dich verlaufen. Wo kommst du her? Deine Zipfelkappe glitzert so schön. Es sieht aus wie Sternenstaub. Da hat ihnen die Meli von den geheimnisvollen Türen und dem Elfenreich erzählt. Stolz hat sie ihnen den Glücksstein gezeigt und hat ihn gegen die Abendsonne gekippt. Wie wunderbar der Kristall strahlt. Es sieht aus, wie wenn ihnen ein Feuer brennen würde. Sein Leuchten wird uns immer daran erinnern, dass es ganz etwas Grosses gibt. Etwas, das grösser und wunderbarer ist als das ganze Zwergreich. Etwas, das unsere Augen nicht sehen können und unsere Hände nicht berühren können.